Mit dieser Folge startet die zweite Staffel vom Podcast und die bedeutet eine Öffnung über die buddhistische Meditation heraus. Die wird zwar weiterhin ein Schwerpunkt bleiben, aber ich bin auch interessiert zu lernen und zu entdecken, wie andere Traditionen meditieren. Der Pater Max Egli ist ein alter Freund von unserer Familie. Als Missionar war er lange in Südamerika unterwegs und schon als Kind bin ich von seinen Erzählungen fasziniert. Bei Pater und Missionar, da läutet vielleicht bei dir die Alarmglocke. Aber als ich den Max 1998 in Santa Cruz in Bolivien besucht habe, habe ich schnell gemerkt, dass mein Bild etwas falsch war. Die Missionsgesellschaft Immersee, wo er dabei ist, hat sich konsequent auf die Seite der Armen gestellt. Und die Patres haben nicht nur predigt, sondern auch wirklich mit den Leuten gearbeitet. Der Max erzählt im Gespräch, wenn er auf Peru gekommen ist, ohne ein Wort Spanisch zu können. Wenn er dort mit der Befreiungstheologie in Kontakt gekommen ist, wenn er nach langer Arbeit an der Küste in abgelegene Andendörfer gegangen ist, wo er wegen der marxistischen Freiheitskämpfer oder Terroristen mehrfach um sein Leben fürchten und schliesslich das Land verlassen. In einem Sabbatjahr ist er dann mit Zen in Kontakt gekommen. Und das hat ihn fasziniert. Nach weiteren Einsätzen in Bolivien und Ecuador ist er in die Schweiz zurückgekommen und er erzählt, wie er mit der Weltgemeinschaft für christliche Meditation meditiert, wie die Meditation funktioniert und wie sich sein Bild von Gott durch die Meditation verändert hat. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Pater Max Egli. Der Max ist 1943 geboren und in Immersee ins Gymi. 1963 ist er ins Noviziat von der Missionsgesellschaft Bethlehem Immersee eingetreten und hat dann im Missionsseminar Schöneck und an der Theologischen Fakultät Luzern studiert. 1971 ist er in Wil zum Priester geweiht worden. Er ist dann für 2 Jahre auf England und anfangs 1975 als Missionar auf Peru. Für 14 Jahre war er in der Fischerstadt Callao, dann 3 Jahre in Spezialmission in entlegenen und vom Terrorismus betroffenen Andendörfern. Wo das zu gefährlich geworden ist, hat er im Aussenbezirk von Santa Cruz in Bolivien ein neues Wirkungsgebiet gefunden. Er war 12 Jahre dort und 1998 habe ich ihn auf meiner Südamerika-Reise dort auch besucht. Anschliessend war er für 8 Jahre in der Armenviertel von Quito in Ecuador am Arbeiten. Er ist dann zurück in die Schweiz gekommen und ist seit 2012 priesterlicher Mitarbeiter in Rüssbühl. Ja, Max, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Also es ist erstaunlich, Lukas, dass du so Sachen findest von mir. Das tut mich eben auch irgendwie berühren. Der Weg, ich bin das nochmal durchgegangen, schon lange nicht mehr so meinen Weg noch gegangen. Von Anfang weg bis Schluss und die Kurve und alles, was da oben war, es hat mich schon noch ein bisschen beeindruckt. Und vielleicht da ein paar Sachen darüber zu sagen. Gern, ja. Du bist 1963 während dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das so eine gewisse Öffnung in der Kirche gebracht hat, in Immersee ins Noviziat eintreten. Ist für dich immer klar gewesen, dass du Pfarrer werden willst? Oder was sind deine Beweggründe gewesen? Also gerade da, wo ich eingetreten bin, ist mir eigentlich schon ein bisschen klar gewesen. Vielleicht nicht so selbstverständlich, es ist ein Weg, der geworden ist. Und das, was du nennst im Vatikanischen Konzil, im Zweiten, ein bisschen wegen drum und wegen der Öffnung und wegen der Befreiung von einem, ich muss jetzt gerade am Anfang sagen, bestimmten Klerikalismus, den wir nicht mehr gern hatten. Also schon im Gymnasium hat mir das auch ein bisschen gegengewirkt. Aber nachher, wo das eine Öffnung geht, ist ein rechter Teil von unserer Gruppe, wo wir miteinander Matura gemacht haben, in das Noviziat. Und das hat mich gefreut. Jetzt gehe ich den Weg. Der Weg mit einer Missionsgesellschaft und im Seminar, das ist dann natürlich eine andere Art gewesen, wo wir Gruppierungen auch so können miteinander auf dem Weg sein. Aber ganze Studentengruppen. Bist denn du mehr in das Noviziat eingetreten, weil es eine Missionsgesellschaft war oder ganz allgemein, weil du Pfarrer werden? Oder ist das dort wie vorgespurt, wenn man das macht? Das ist so, weil ich in eine Missionsgesellschaft habe treten. Eigentlich auch ein bisschen weg in die Welt raus. Ich habe, also weg, es ist eine grössere Offenheit, grössere Möglichkeiten in verschiedenen Kontinenten.
sind möglich gewesen, für einen Abend zu machen. Also Afrika, Asien und Lateinamerika. Und das war schon ein Beweggrund gewesen. Und auch das Zusammenleben von jungen Theologen und zusammen studieren. Und dann hat es die neue Form gegeben, dort mal, man kann bereits in einer Kleingruppe auch ausreisen. Das war noch etwas Besonderes gewesen. Also ausreisen heisst? In die Mission. Also wir brauchen jetzt den Namen Mission. Der hat dann natürlich noch einen Wandel erfahren. Wir haben dann dort auch noch ein bisschen daran zu arbeiten gehabt. Also in dieser Idee, was ist Mission und was hat die alles zustande gebracht und auch ein bisschen kaputt gemacht manchmal. In der Kritik ist da einiges passiert in dieser Zeit dann. Wenn wir noch beim Pfarrer werden bleiben, also mit 20 ins Noviziat eintreten. Ja. Das ist so die Zeit, wo man irgendwie Freundinnen hat, wo man, ja, so Liebe da ist und so. Wie ist denn das für dich gewesen? Es ist ein Weg gewesen, wo eigentlich klar war, der Zölibat, der ist nicht so eine enge Art gewesen. Ich meine, so eine Verpflichtung für alle, wo den Weg als Priester, als Pater wählen, sondern es hat gerade vom Vatikanischen Konzil eine Öffnung gegeben, auch in dieser Frage. Und ich habe mich noch erinnert, also ich kann mich ganz klar erinnern, der Regens von Luzern, wo wir noch hatten, wo wir dann angefangen haben, zu Luzern zu studieren, von unserem Seminar, schon nicht aus, die letzten 2 Jahre von meinem Theologiestudium. Der Regens ist verantwortlich gewesen für alle Studierenden, auch spirituell, auch in den Fächern. Und der hat ganz klar gesagt, also, es geht noch 2, 3 Jahre und dann wird das frei sein. Wer will, Zölibat, und wer nicht will, soll heiraten. Der Lebensstand wird nicht mehr mit dem Priestertum so eng verbunden sein. Also, das haben wir eigentlich auch so unterstützt, ganze Bewegungen. Aber wenn man das heutzutage sagt, das ist jetzt in einer ganz anderen Geschichte wieder zurück, sieht man das wieder. Und dann ist es ja schon ein bisschen anders gekommen, oder? Also es ist dann eben, die Öffnung ist nicht gekommen. Nein, die ist nicht gekommen und andere Öffnungen sind dann auch nicht gekommen. Also theologisch gesehen hat einiges nicht so funktioniert. Das ist ja, was ist ein Missionar denn? Der soll dort den Glauben verkünden, so. Aber wir haben da ganz andere Aspekte in dieser Öffnung noch gesehen. Und auch andere Arten von Glaubensverkündigung und Kirchenwertung, Kirche sein, also Gemeindewertung oder Gemeinde unterstützen. Und dann ist vor allem in dem Sinn ist dann die Arbeit bei den Armen eigentlich entstanden. Also für uns ist das klar gewesen. Wir wollten nie so behäbigen Leute oder wo da schon alle Infrastruktur gestanden ist, dort wo nichts ist, aber nicht mit den Armen haben wir dann gleich gemerkt, der Name ist eigentlich dann der falsche Name. Also da müssen wir dann den Namen einsetzen, so wie Benachteiligte. Und jemand hat die benachteiligt, darum passt der besser. Statt arm. Das sind manchmal sehr reiche Menschen innerlich und in ihrem Wertempfinden und ihrer Zukunft, was sie kann und ihres Entstehen im Leben mit ihren Familien. Mhm. Ja. Also das hat mir Freude gemacht und das haben wir auch so können anpacken. Und das hast du aber schon gesehen und erlebt, bevor du zum Priester geweiht worden bist. Also sind ja noch zwischen dem Eintritt ins Noviziat im 63 und der Priesterweihe im 71 sind ja noch ein paar Jahre dazwischen gewesen. Also das heisst, du hättest immer noch einen Rückzieher machen, wenn du hättest wählen. Dort bist du ja noch nicht in der Mission als Missionar im Ausland gewesen. Ja, also nicht so in dem Sinn ein Rückzieher. Nach dem Noviziat habe ich zeitliche Versprechen abgeleitet für die Missionsgesellschaft Bethlehem in Immersee. Mhm. Und vor der Priesterweihe ist es eigentlich ein ewiges Versprechen fürs Leben. Mhm. Jetzt gilt's ernst. Und
Und da sage ich Gehorsam wie meinen Oberen. Und da tue ich da Gehorsam auch so gehen, wie sie mir den Weg ein bisschen vordenken. Und auch die Armut, die Einfachheit, ist auch ein Versprechen gewesen. In anderen Orten sagt man, das Gelübde, bei uns sind es Versprechen gewesen, in dieser Gesellschaft. Und dass man dann dabei bleibt, das ist für mich klar gewesen. Und für meine Kollegen auch. Und du hast es jetzt schon ein bisschen angetönt, also Missionar, da verbindet man ja häufig so ein Bild eben von diesen Pfarrern, die da irgendwo auf die Südhalbkugel gehen und dann denen gehen sagen, wo Gott hockt und was man zu tun hat und zu machen hat. Ich habe jetzt auch im Vorfeld von dem Gespräch mich nochmal ein bisschen mit der Missionsgesellschaft Immersee auseinandergesetzt. Und ich habe wirklich so den Eindruck gewonnen, also ja, der Glauben ist ein wichtiger Teil gewesen, aber auf eine Art ist es auch Entwicklungshilfe gewesen, was ihr gemacht habt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen sagen, was der Gedanke hinter der Missionsgesellschaft war in dieser Zeit, auch wo du dabei warst? Ja. In Afrika, da war vielleicht eine andere Situation gewesen. Zuerst wollte ich auf Afrika gehen, Rhodesien, jetzt Zimbabwe. Und diese Situation ist natürlich ein Neuaufbruch, auch neue Völker entstanden, und das hat Schulen gebraucht, das hat Gesundheitswesen gebraucht, und die haben sich mit der Gemeinde oder mit dem Verein oder Missionsstation, haben sie dort gesagt, haben sich die entwickelt und haben darum auch ein bisschen um einen weiteren Kreis herum, nicht nur Glaubensverkündigung und Taufe. Also, jetzt habe ich wieder einen, jetzt haben wir die getauft, jetzt weiss der, wo Gott hockt, in dem Sinn. Die haben miteinander, sind die Wege gegangen. Und in Lateinamerika sind schon alle getauft gewesen. Sozusagen. Nicht gerade alle. Dort ist die Situation etwas anderes gewesen. Die Armut in diesen Randgebieten, in diesen Ländern, die Ungerechtigkeit, übrigens in Afrika auch, also, aber in Lateinamerika hat man vor allem diese Situation dann können ein bisschen an die Hand nehmen. Und da ist unser Anfang von Peru ganz etwas Besonderes gewesen. Vielleicht könnte ich gerne als Beispiel sagen. Wir sind offen darüber. Wir haben das vierte, ein Ehepaar, ein Laien-Ehepaar, mit einem Priesterkollegen von mir, sind wir das vierte auf Peru. Wir haben niemanden kennt, aber wir haben gewusst, da werden wir zuerst schauen, was treffen wir an. Der Bischof hat gesagt, wir sollen kommen, dann mit ihm besprechen, und wir möchten aber alle Bewegungen, die auf dieser Art arbeiten, kennenlernen. Und zwar mit der Sprache zusammen, Spanisch, und nachher ist das ein bisschen länger gegangen, weil, ja, mindestens ein halbes Jahr, wo wir dann gemerkt haben, da hat es Methodisten, mit denen haben wir auch ein bisschen Vorbereitung gehabt, noch in der Basel-Mission, im Ausreisekurs. Und da hat es andere Arten von Arbeiten mit den Menschen in den Pfarreien, ganz traditionell konservativ. Und da hat es derige, die sind ganz am Rand. Aber der Rand ist nicht nur geografisch gewesen. Also in der Stadt rein, auf dem Land. Und dort haben wir gewusst, gleich entdeckt, da arbeitet jemand auf der Befreiungstheologie. Und der Gustavo Gutierrez, der haben wir ja die Hause schon ein bisschen studiert, das ist der Vater von der Befreiungstheologie. Den haben wir dann kennenlernen, und die grosse Bewegung, die ist wirklich sehr gross gewesen. Also, weitläufig, auch Menschen, die da dran in Verbindung sind, Priester, Nonnen und kleine kirchliche Gemeinschaften. Und wo wir uns so ein bisschen gemolden haben, ist sofort einer gekommen, ein Priester, ein Begleiter, ein Spiritual, und das ist der Alvarez Calderón. Und der ist zu uns in eine ganz einfache Krutzli-Wohnung gekommen. Also wir haben ganz übertrieben einfach gelebt. Im Hafen von Callao. Da hat's von Fisch und Fischmehl gestunken. Und da hat's Gebiet gehabt, wo, ja, es ist gefährlich gewesen dort, auch wegen Elementen von Drogen und so, nicht so gut.
einfach das Leben dort hat eigentlich niemand in so einer Situation gelebt. Aber das war der Anfang, den wir gemacht haben. Und der kommt zu uns. Und dann haben wir gedacht, jetzt sagt er uns, wo wir mitmachen können. Kannst du noch ein Wort zu ihm sagen, wer das ist, dass man es einordnen kann? Der Alvarez Calderón, das ist der Kollege von Gustavo Gutiérrez. Jorge Alvarez Calderón. Also ein sehr ein wichtiger, auch, ja, wir sagen dem Begleiter oder von der Befreiungstheologie Priester, Diözesanpriester. Und das war schon ein besonderer Mensch für uns. Durch alle die Jahre dann. Und dann kommt er hier, sitzt ab und sagt, was wollt ihr da? Also, ja, stark für uns. Ja, mal schauen, was geht. Darum haben wir dich fragen, was können wir? Und, ja, was ist da, wenn wir als junge Priester daher können? Was wäre die beste Arbeit? Wir wissen noch nicht viel. Und dann hat er gesagt, es gibt 3 Sorten. Die eine Sorte, die ist konservativ. Ich könnte das vergleichen, wie wenn man einen Grifo, das ist Benzin, wo die Autos herfahren. Zapfsäule. Ja. Und die gehen dort her und holen ihre Sache und zahlen und gehen wieder. Das sind die konservativen Pfarreien, die leisten, die gehen Weihwasser, die gehen Messen, die gehen da, wo man will, für das zahlt man. Und die Pfarreien sind im Zentrum. Dann gibt's die zweite. Und die, kann man sagen, die sind so einen halben Meter über dem Boden. Die jubeln und spielen Gitarren und die tanzen und die sagen, die wissen alles von Gott und alle sind fröhlich und froh. Und, ja, aber die haben so keine Linie, die wissen nicht richtig für was. Das ist natürlich schon noch etwas Schönes. Und die Dritten, das sind die Richtigen und das sind wir. Jetzt können wir wählen, entweder kommen sie mit uns oder dann gehen wir wieder heim. Gerade so stark ist das gegangen, ja. Und wie sind denn die Richtigen gewesen? Was hat die ausgezeichnet? Das war eine Vereinigung gewesen, also mal auf dieser Ebene von den Priester. Der Onis geheissen dort mal. Und haben wir wie eine Art Einführungsjahr gehabt mit ihnen. Und da war natürlich auch politisch eine starke Situation gewesen. Wir sind in der Politik auch instruiert worden. Und wie eine Kirche von den Armen kann leben und auf den Weg gehen mit den Arbeiterinnen, mit den Armen, also wird jetzt Pueblos kommen, sind die geheissen, die Barriaden, wo so miteinander viele Jahre mit Familien gelebt haben. Und überall sind die gewachsen, also die Gemeinschaften, Kleingruppen und die miteinander das Leben formiert. Und dort sind wir in den Weg gerottet. Und dann hat es dann natürlich ganz eine neue Richtung gegeben für uns. Also eine neue Richtung. Sinn, jetzt sind wir für etwas da. Das hat uns dann angefangen richtig gefallen. Und das für etwas da sein hat was genau geheißen? Oder wie hat dein Alltag ausgesehen? Ja, zuerst grau. Und zwar das Wetter. Nach etwa einem Jahr haben wir mal so am Abend ein bisschen evaluiert, der Emilio und ich. Mein Kollege, der erste Kollege, der mit mir im Team war, wir haben zusammen gewohnt, haben wir gesagt, wo sind wir eigentlich? Da ist ja alles grau und du kommst da vom Luzernischen und da ist wunderbar grün und bei mir vom Toggenburg, von Kirchberg, da ist alles so grün und schön und immer wieder mal schön Wetter und da ist es so grau. 3 Monate ist Sonne und das andere so neblig. Und dann tut sich die Sonne geht zu und dann sieht man ins Meer raus. Und das andere ist immer gleich. Und was ist echt das? Und uns gefällt es da. Und es hat uns sehr gefallen. Es ist nebensächlich geworden. Und was ist zur Hauptsache geworden? Menschen. Und die sind auf uns zugekommen und wir auf sie. Wo wir können eine Arbeit anfangen, haben wir sofort gemerkt, die sind mit uns freundlich in die Nähe und so, und die wissen, warum wir was sagen. Also wir haben gleich so ihre Sprache geredet. Und warum? Ja, weil sie können besser reden und wir nicht mehr sie müssen fragen. Also wir sind hilfsbedürftig gewesen, vor allem die ersten 2 Jahre. Also sprachlich schon hilfsbedürftig. Und wir haben nicht gewusst, was da läuft. Also du hast noch kein Spanisch können, wo nein, wo ich über bin. Oh ja, mutig. Ja. Und
der erste Gottesdienst nach ein paar Monaten, da habe ich am Sigrist gesagt, du, ich merke schon, ich kann nicht so gut Spanisch. Könntest du predigen? Und dann hat er gesagt, ja, das mache ich gern. Und wenn er so schnell sagt, ja, habe ich gesagt, ihr habt verstanden, aber was sagst du? Hat er auch so gelacht und er hat es aber gut gemacht. Später hat der Gewerkschaftsführer von der Fischereigewerkschaft einmal eine Predigt gehabt. Und dort ist es dann ein bisschen stark politisch geworden. Und weil die Fischerei, Gewerkschaft hat zum Streik aufgerührt und dann gerufen. Und da sind also manchmal 1000 Fischer im Streik gewesen. Und bei uns die ganze Pfarrei. Also die neue Pfarrei, die ich hätte leiten sollen. Und der hat dann gesagt, du musst keine Angst haben. Wir tun dich beschützen. Heisst, du beschützt, ich muss auch im Bischofsgrad stehen. Und der ist ein bisschen eher gegen Befreiungstheologie gewesen. Und das können wir dann besprechen miteinander. Und dann habe ich ihnen gesagt, komm, den nehmen wir doch ins Boot hier. Und dann reden wir mit dem Bischof. Und der hat ein gutes Herz, aber ist total auf einer anderen Seite. Und das ist sehr gut gewesen. Dann hat der Bischof zu ihnen gesagt, sobald einer von euch gefangen nehmt, die sind dann nach 2 Monaten sind die schon gefangen gewesen, die Gewerkschaftsführer, dann hole ich euch raus. Ja, der Bischof hat da nicht können. Er hat dann einiges gelernt, mal. Aber das war so ein Einstieg mit Familien von der Fischersiedlung dort, Ciudad del Pescador und dieser Gewerkschaft. Und das war ein guter Anfang für mein Leben hier in Lateinamerika. Aber du bist dort angekommen und dann hat es dort quasi eine Pfarrei schon gegeben? Nein. Das hat keine Pfarrei gegeben und eine Kirche auch nicht, oder? Nein, nicht. Dann haben wir eine Kirche gebaut, oder wie ist das gegangen? Ja, also die sind 3000 Häuschen gewesen, alle gleich. Und es ist von der Fischereifirma ist die Häusli gebaut worden. Und ganz, ganz einfach. Und jedes Häusli ist für einen angestellten Fischer gewesen. 3000. Und die haben alle zu dieser zukünftigen Pfarrei gehört. Und aus dem ist natürlich das Zeug gewachsen und mehr und die Familie hat sich vergrössert. Und dort sind schon 2 grosse Terrains sind ausgespart gewesen, für Kirchen zu bauen. Und dort hat man auch etwas gebaut, Gemeinschaftsräume und so. Aber bis das so weit war, haben wir einen freien Tischli, Beleuchtungsmasten, Strassenbeleuchtung, weil ich ein bisschen elektrisch Verständnis hatte, bin ich mir dort durchgeklettert und habe dort die Sicherungen rausgenommen und dort angesetzt. Dann haben wir auch Licht gehabt. Und die haben mir immer gesagt, aber das macht doch normalerweise nur ein Elektriker. Und dann habe ich immer gesagt, ja, für was habe ich denn Theologie studiert? Nein, es ist mir aber gut gegangen, auf jeden Fall. Und da sind so Anfänge gewesen, wo gut gewesen sind, dass die Gemeinde überhaupt Zusammenhalt hat. Auch wissen, da gibt's jetzt eine Pfarrei. Die ist gewachsen in den 10 Jahren, wo ich da war. Also es hat eigentlich noch gar keine gegeben, die gekommen ist. Nein. Und nachher haben wir das nach aufgebaut. Ja. Also Ciudad del Pescador, San Pedro el Pescador, la Parroquia San Pedro el Pescador ist ja logisch der heilige Petrus. Der ist dann immer mit einem Schiffli, am Petertag, ist dann in die Kirche, so eine einfache Kirche, die wir mal gebaut haben, miteinander. Und dann ist das Schiffli mit der Statue, haben sie da eingeführt, in Prozession. Und dann ist oben dran, hat es nicht mehr nie, Segel. Und dann haben sie, jetzt geht's nicht, was müssen wir jetzt machen? Und dann haben sie wollen abklemmen, dort oben, das Fähnchen, das Schöne, haben sie wollen, damit sie fahren können, in die Kirche nie. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht abbrechen. Ich will die Luft rauslassen beim Kerli, wo das Bootli trägt. Und jetzt kann man nie. Also so Sachen habe ich mir noch ein bisschen mithelfen, nicht nur fromme Sachen. Also, darum haben sie mir manchmal zugelassen, wenn ich etwas anderes dann in der Verkündigung mit ihnen besprochen. Ja. Voll. Und du hast gesagt, du bist 10 oder 12 Jahre dort gewesen. Ja. Und schon am Anfang mit dem Streik, das klingt ja dann auch sehr politisch. Ja, ist sehr gewesen, ja.
Was hast du denn so erlebt? Hast du aufpassen, dass du nicht zwischen die Fronten kommst, zwischen der Regierung und den Kirchen und den Leuten? Oder was hast du da so angetroffen und wie haben ihr das gehandhabt? Die Ausländerpriester vor allem, die müssen da besonders aufpassen, dass nicht ausgewiesen werden, wenn es zu stark so würden agieren. Und man hat aber vernünftig auch den Beruf ausgeübt, ich als Priester. Man hat nicht müssen politisieren, da haben wir den anderen überlassen. Man hat eine klare Art und Weise können verkünden, Christus, Jesus, ist auf der Seite der Armen. Und ist auf der Seite von denen, die ungerecht behandelt werden. Und die Ungerechtigkeit beschränkt sich nicht nur auf einer höheren Ebene mit Verträgen, sondern ganz nahe, wenn man das Brot muss kaufen, wenn man das muss zahlen und das Geld verdient. Also auf die Art und Weise bin ich nicht einfach in Gefahr gewesen, aber ich habe mich sehr vernünftig, auch selbstverständlich so benehmen. Und bin nicht allein gewesen, bin immer in einem Team gewesen. Auch vor Ort, die haben, schon gleich mal vom Anfang weg hat's Leute gehabt, wo man so wie Agentes Pastorales, hat man gesagt, also Pastoralagenten, wo man ein Pastoralteam auch für die Beratung und für alles so formiert haben. Jugendliche, für die Jugendgruppe, das ist sehr schnell, ist dann das angegangen. Aber das sind dann alles lokale Leute gewesen, nicht Leute von Imensee? Alles lokale, ja. Manchmal ein bisschen übergreifend von einem anderen Barrio. Oder die sind auch interessiert gewesen, ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Manchmal von der Universität hat es Studenten gehabt. Sogar Seminaristen, die ein bisschen geweckter waren, sind auch bei die helfen gekommen. Was war dann nach 12 Jahren gewesen, dass du weiter bist? Also bist du da abberufen worden, oder wie ist das gelaufen? Oder hast du gesagt, jetzt läuft es in dieser Pfarrei, ich kann mich etwas Neuem widmen, oder wie geht das? Eigentlich ist die Idee von Imensee her gesehen und von uns, wir haben das immer so unterstützt, 5 bis 10 Jahre am gleichen Ort, und zwar, weil wir Ausländer sind. Eigentlich sollte das in den anderen Vereinen auch so sein, wenn der Pfarrer oder die die Leitung haben, länger bleiben, tun sie so stark prägen, dass es nicht mehr gut weiter kann gehen mit einem anderen oder einer anderen Person. Und dann ist die Zeit so weit gekommen und ich habe geplant, jetzt probiere ich einen neuen Ort und habe das beraten mit Jorge Alvarez Calderón und so, die ein Team gehabt, wo wär's am nötigsten, und das ist dann Ayacucho gewesen, der Ort, wo sehr stark im Krieg dann war, in selber Zeit. Und die Leute sie haben keine Begleitung mehr gehabt, weder kirchlich noch gemeindlich. Das ist eine ganz schwierige Situation gewesen. Und Sie haben keine Begleitung mehr gehabt, weil sie von den Terroristen vertrieben worden sind oder vom Militär, oder? Ja, die müssen weg, vor allem die Leiter, also Gemeindeleiter, die sich stark für das Dorf in diesen Dörfern eingesetzt haben, die haben am schnellsten müssen gehen. Weil Sendero Luminoso wollte die Leitung übernehmen, sehr stark und sehr schnell. Kannst du vielleicht einfach so in 2, 3 Sätzen sagen, was ist denn der Konflikt zwischen dem Sendero Luminoso, dem leuchtenden Pfad, und der Regierung? Um was ist es gegangen für alle, die jetzt nicht geschichtlich alles gerade präsent haben? Ja, also das Machtübernahme. Sie wollten die Regierung übernehmen von Peru. Und möglichst durch kriegerisch, also bürgerkriegmässig. Und die haben den Anschlag gemacht, wo es das gerade war, aber Ayacucho war ein bisschen das Zentrum von dem. Obwohl wir noch von Ayacucho in dem Departement etwa vielleicht 2 Tage mit dem Bus zu fahren, weg sind, immer noch im gleichen Departement, in Cabana, in Aucará. Das war eine starke Situation von Kämpfen und ganz blutige Situation auch. Das haben wir dort 3 Jahre so ausgehalten. Aber es war
besondere Erfahrung gewesen. Aber wie kann man sich das dann vorstellen? Also, dann ist eigentlich die Infrastruktur mehr oder weniger nicht mehr da gewesen und du bist dort angekommen, noch als Ausländer. Hast denn du als Ausländer quasi einen anderen Status gehabt? Oder wieso ist dir das noch möglich gewesen, dort als Priester tätig zu sein und sonst hat es nichts mehr gegeben? Also, es wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht vorher gewesen wäre, bevor Sendero gerade in den Teil von dem Land gekommen wäre. Dort war noch wie Frieden in dem Teil. Ja. Und ich war vorher dort oben gewesen, mal so in einem Durchlauf, in einem Grossteam mit Schwestern und so. Dann habe ich gemerkt, aha, das ist das Gebiet. Und da hat etwa 5 Vereine von früher, wo niemand ist, also wo früher gelaufen sind, noch, organisiert sind. Und da könnte ich einen Dienst tun, aber mit einem Team. Und bin dann auch wieder, wir sind etwa die 6. gegangen, dorthin. Ein bisschen vom Ort selber, 2 Personen. Und dann kleine Schwestern vom Charles de Foucault und kleine Brüder. Die haben zwar wollen dann gehen. Und dann noch eine Person, eben, Tester, die ist dann mit uns, mit dem Team gewesen, sind wir dort durch. Aber dann ist es dann anders geworden, wieder das wir entdeckt haben. Also, schwierig. Wir sind dann gleich in Konflikt gekommen. Dann müssen wir flüchten, wieder zurück, wieder flüchten, schauen, wenn es wieder ruhig wird. Aber durch das, dass wir geblieben sind, hat es ein besonderes Verhältnis gegeben mit der Bevölkerung dort. Ich meine, ohne jetzt hier gross zu reden, dass dort Ausländer leben können, hätte ich denen so wie Hoffnung gegeben, bevor sie uns nehmen sie die. Also das ist jetzt ein bisschen grob gesagt. Und darum tun wir sie auch beschützen. Das wäre jetzt wieder so. Und das ist so eingegangen, dass sowohl Sendero Luminoso hat's Befreundete gehabt von uns, die uns beschützt haben. Wo wir da gemerkt haben, haben wir gesagt, mal, wir dürfen es noch ein bisschen aushalten. Aber nach 3 Jahren haben dann genau dieselben, die mit Sendero Luminoso ganz drin sind, haben gesagt, so, jetzt geht, sonst ist fertig. Und was hat das Sendero Luminoso gegen die Strukturen gehabt oder gegen die kirchlichen Angebote, die ihr gegeben habt? Haben sie Angst gehabt, dass ihr seid ausländische Spion, oder? Nein, das ist eine marxistisch-kommunistische extreme Partei gsi, wo die eigentlich als Hintergrund hatten. Und da gibt's keine Kirche, der Glaube Gott, das ist nicht ihre Ansicht. Und das ist so, das Volk verdammen und da muss möglichst schnell weg. Aber sie haben dann nicht so schnell können vorgehen, weil die Leute sind so stark verbunden gewesen. Also vor allem im Land, in ihrer Kultur, denen sie auch vorsichtiger sein. Und haben uns verboten, zum Beispiel für den Frieden zu predigen. Das wäre ja gegen den Krieg, gegen ihren Krieg. Wir hätten nicht dürfen sagen, der Friede des Herrn sei mit euch. Wir hätten nicht können, in dem Sinn, also wenn ich hätte predigen, hätte ich nicht so reden. Aber je nachdem, habe ich dann geschaut, wenn ich um die Ränge komme, bin so. So sind wir etwa 3-mal vor ein Volksgericht gekommen, von diesen Gruppierungen. Die sind dann in das Dorf gekommen und haben uns weghaben, also auch physisch 3-mal. Also eben ein Volksgericht hat beim Sendero Luminoso durchaus können heissen, dass das Schiessungskommando hinter dem Haus steht, oder? Ja, sie selber, sie würden uns, ja, das ist so gewesen. Dann ist jetzt mal eine ganz besondere Art. Vielleicht könnte ich mal ein Beispiel erzählen, wenn es noch gerade Zeit hat. Ja. Also, das Stärkste vielleicht vor allem war in einer Anhöhe oben von über 4000, ein Dorf, St. Anna. Und dort, haben wir übernachtet. Wir haben dort, einen Sinn gehabt mit denen auch taufen und so, ist alles vorbereitet gewesen. Und die sind wirklich, so vom
von der Küsten weg oder von Lima oder vom gesellschaftlichen Leben in ihrem eigenen Leben, aber in einem ganz besonderen kulturellen Zusammenhang so reichhaltig und so selbstständig. Und dann haben wir dort können übernachten. Und es war unter Null gewesen. Und morgen früh haben wir müssen raus. Also mit Maschinengewehr raus. Und gemerkt, oh, jetzt brennt's. Und dann haben wir gleich gehört, dass sie schon ihre Leiter 4 davon ermordet haben in dieser Nacht. Also, nicht weiter weg von unserem, Haus, wo wir können, also Haus, Hütte, übernachten. Und der Boden war gefroren gewesen und dort haben wir müssen, auf dem Boden, Bauch liegen, eine ganze Stunde, Pyjama. Und, dort habe ich das erste Mal gemerkt, was es heisst, ich habe Angst, ich schieß fast in die Hose. Also, ich hätte es fast nicht mehr behalten können. Das haben die Angst in die Hose geht. Also stark. Und die anderen auch. Wir sind 6 gewesen. Und, noch ein Priester, der das Ganze kennt hat, zum Glück. Und der hat uns auch ein bisschen zeigen, wie wir uns verhalten müssen. Und dann, nach etwa einer Stunde, haben sie gesagt, so, alles verloren da und wir gehen jetzt auf den Dorfplatz. Und dort war etwa 6, 7 gewesen. Und alle Leute müssen zu den Häusern raus und die Sonne ist hoch und so, also es wäre so ein herrlicher Tag gewesen. Und so wie eine Mulde. Und dort drinnen ist das Dorf gewesen und alle Leute im gleichen, sozusagen im gleichen Poncho. Und da ist niemand mehr können die Eise. Und wir müssen auswärts sein. Und sind ihr uns gesagt worden, ihr seid nicht vom Volk. Ihr seid Verräter. Und es ist eine Sprache gekommen, und wir müssen Angst haben. Wir haben genau gemerkt, so sind wir auch geschult gewesen. Dann gilt's. Also wenn einer von diesen Leitern so auflädig redet, dann müssen wir wirklich Angst haben. Wir müssen alles machen, dass sie weg oder alles machen, was sie sagen. Und in dem Moment, wo sie noch zu den Leuten uns so schlecht einstellen, streckt einen auf von diesen Campesinos und sagt, ich kenne die und die sind nicht schlecht. Und der hat er auf mich gezeigt dort oben, weil ich etwa ein Jahr vorher dort oben war oder 2. Der hat da getauft und du, zeigt er gerade auf von Sendero, du hast dein Kind auch getauft. Jetzt muss der leiden, oder? So klar dürfen sie nie sich wehren. Und, der hat sofort 3 andere. Und der können sie ihre Sprache übernehmen, wenn wir schon Protagonisten sind. Der hat es aber gesagt auf Spanisch Progonistas oder so, jetzt nicht richtig tönt. Die armen Menschen, jetzt müssen die leiden wegen uns, oder? Und die hat sich eingesetzt und darum haben wir frei weglaufen. Und dann haben wir müssen unser Zeug abgeben, alle Ausweise und alles, und dann sind wir dort abgelaufen. Also das war sehr stark gewesen. Und, ja. So ist dann noch 2-mal gewesen, bis wir dann haben müssen ganz weg. Also 2-mal sind dann noch andere Zeiten gekommen, dann wäre es klar gewesen. Also jetzt, auch auf dem Weg oder wo irgendwo auf einem Hinterhalt. Ja, das sind Geschichten, gell. Wenn du so krasse Erlebnisse hast, also wenn du sagst, 3-mal sind da irgendwie so vor Volksgericht gewesen, oder wirklich in Lebensgefahr, was für eine Rolle hat denn da dein Glaube gespielt in dem? Also, hat das den Glauben verstärkt? Oder hast du da zum Teil dann auch angefangen zu zweifeln? Oder ist der Glaube in dem Moment irgendwie gerade das Letzte, was noch relevant ist? Nein, der ist eher gestärkt worden. Also, wir haben ja nicht die Theologie gehabt, wo wir sagen, also ich gehe zu Gott, wenn mir etwas fehlt. Oder jetzt, gehen wir von Lima bis auf Aukara. Und der Busfahrer, der ist der sauft dazwischen die wieder, ist am Steuer und dann schläft er fast ein und da ist so viel Gefahr bis in die Höhe. Lieber Gott, tu uns beschützen, tu dort vielleicht noch die Rädchen gerade machen oder so. Wir haben nicht das Gottesverständnis gehabt. Klar haben wir uns Gott einfach immer gegeben.
wir sind jetzt mit diesen Menschen und wir schauen, wo es geht. Aber nicht, dass jetzt, wir können jetzt dort anzapfen mit einer Fürbitte. Also, wir können uns in eine geistliche, spirituelle Verbindung mit Gott, so können wir schon die guten Gedanken, die Kraft können wir schon abholen. Aber nicht, dass jetzt vor dem Steuerrad würde ich so ein bisschen renken oder so, das schon nicht. Und darum, haben wir schon sehr viele solche Situationen gespürt, da ist der Geist Gottes dahinter, also da ist Gott näher. Halt im Leiden, im Weiterkommen, im Miteinander sein und es ist schon ganz eine andere Welt dort oben mit diesen Campesinos, auch ihre Art dann von Rumlaufen, mit den Schöpfen, mit den Eseln, mit den Feldern, das ist eine andere Kraft. Und die haben wir schon auch mitmachen und das hat den Glauben gestärkt. Wir müssen auch nicht erzählen, dass das, was Sie jetzt glauben, so direkte Bezüge, gib mir jetzt doch, Gnade, lieber Gott, ich brauche jetzt das, mein Bieli haut überhaupt nicht, jetzt muss ich doch, die Ziegel wegmachen und das Häusli bauen oder jetzt irgend so Sachen oder. Das haben wir schon in denen nicht jetzt einfach gesagt, das ist nicht richtig, sondern wir sind mit denen zusammen gewesen und haben geholfen. Und hat das irgendwie einen gemeinsamen Glauben gegeben. Also wo man dann eben Zeit hat zum Nachdenken. Und was denkt man denn? Weil das andere ist ja da. Und wenn man das andere? Die Schwere und wo einem Zeit nimmt, zum ruhig werden. Aber man hat dort viel Zeit gehabt. Zeit haben zum Nachdenken. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Meditation. Du hast gesagt, du meditierst auch und so habe ich dich angefragt für das Intro. Ich weiss aber nicht, wann du angefangen hast zu meditieren. Ja. Ist das eigentlich meditieren erst später. So 10 Meditationen habe ich längere Zeit praktiziert, geleitet bekommen, also ich habe selber nicht geleitet. Und das hat mir Ruhe gegeben, es hat mir ein Zentrum gegeben, es war nicht einfach für mich. Und das war so der Anfang gewesen. Und das war aber später als Südamerika? Oder schon in Südamerika? In Südamerika. Im Sabbatjahr. Mal ein ganzes Jahr weg, fast ein Jahr weg. Dort war das. Und dann von dort weg, was ist jetzt das? Dann auf Bolivien und dann auf Ecuador. Darum ist es so mitten. Also eigentlich nach der Anden bist du, also nach diesen einschneidenden Erlebnissen hast du ein Sabbatjahr gemacht, bevor du auf Bolivien gekommen bist? Ich muss jetzt gerade nochmal überlegen. Jawohl. Aber dann sind wir eigentlich schön im Zeitplan von deiner Biografie. Dann kommt jetzt Meditation drin. Dann hast du dort in einem Sabbatjahr hast Zen entdeckt. Ja, also entdeckt, ich habe das im Seminar auch studiert, aber wir haben nicht das praktiziert. In dem Sinn entdeckt. Es war wie ein Angebot von der, ich glaube, das haben die Jesuiten dort organisiert in dieser Schule. Und organisiert, das heisst, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und da kommt 10 Meditationsleiterin. Und die wollen, die können dort mitmachen. Das ist eine bestimmte Zeit. Und da haben wir etwa 4, 5 gehabt. Dann bin ich auch gegangen. Das ist so der erste Eindruck. Ja. Und was war dein erster Eindruck? Zen ist ja eine buddhistische Traditionslinie, die über China nach Japan gekommen ist und dann von Japan wieder in den Westen. Ja. Wie geht das zusammen mit dem katholischen Glauben? Die hat sich gerne führen, also die geleitet hat, war auch Buddhistin gewesen. Aber eine von dort, die hat man auf Englisch gut verstanden, so. Also, die hat so geredet. Und, die hat auch nicht viel müssen reden. Das hat mich beeindruckt. Die Einfachheit. Und, der Ton von ihrem Glöckli. Und die Ruhe. Und das Atmen. Ein und raus. Und, da habe ich da schon gedacht, irgendwann gehe ich dem noch so, dass das wieder eine Stütze kann sein von dem, was ich mache. Ich bin vielleicht mehr so ein
einer gewesen, wo Macht, also etwas zustande bringt, so, und habe aber schon, darum die Geschichte so ein bisschen lang geworden, vorher gut schon Bremsen bekommen. Nein, du musst nicht so viel machen. Du musst da sein. Und dass wir dort sind, hat manchmal mehr gewirkt, mit was wir gemacht haben. Einfach mit den Menschen sein. Und das habe ich noch ein bisschen mehr lernen, auch so im Drang. In Bolivien, das ist ja eine grosse Bevölkerung gewesen, wo wir eigentlich ein bisschen die Verantwortung haben in den Russengebiet von Santa Cruz. Also zu gross. Also, wenn man den gleich aufteilt mit anderen Teams, die dann auch die Verantwortung übernommen haben. Und etwa 12 Jahre lang dort. Aber auch wenn man so viele Leute kennt und überall ein bisschen sollte, ja, Handreichung sein, dann merkt man auch mehr, halt, das ist nicht, so kannst du nicht weiter. Und dann hat es mich so mehr in die Richtung auch mitgenommen, von dieser Art. Aber das erst, als ich da zurück bin. Daher, ja. Also dann bist du noch in Bolivien gewesen, in Santa Cruz, eben dort, wo ich dich besuchen in dem Aussenbezirk. Ja. Und wo dann dort 10, 12 Jahre durch sind, dann bist du noch weiter auf Ecuador, auch in einen Aussenbezirk, ich glaube, von Quito, oder? Aber dort haben wir bereits jeden Abend meditiert, ohne einen Bezug auf eine Meditationsform, Bewegung, mehr schon im christlichen Sinn. Also christlich, ich würde das noch erklären, was da gegenüber 10 Meditationen eine andere Form ist. Also ich bin in meinem Inneren begegne ich Gott letztlich. Oder das Zentrum ist Gott. Also, oder ich höre, ich brauche kein Wort, ich brauche keine Bilder, ich gehe in die geheimnisvolle Stille, wo es Beziehung gibt, wo Gott mir so nahe ist, dass ich das nicht mehr umschreiben mit Wort oder Bilder oder irgendetwas. Und das ist eine Meditationsform, wo wir dort probiert haben. Aber wir haben so nach einem frommen Ecke gehabt, also einen Bezugsecke, Kraftort, mit den Kerzen anzünden, dass man einfach auch so zur Ruhe kommt. Und das jeden Tag. Das ist dann dort so angegangen in Quito. Und die haben hier auch wieder. Du hast jetzt gesagt, es ist nicht gleich wie es Sehen, es geht darum, Gott in sich zu spüren. Bei den Christlichen, bei dem, was ihr dort gemacht habt. Also wie habt ihr dann konkret das gemacht? Habt ihr den Text kontempliert oder einfach die Stille genossen? Oder, also wie geht die innere Ausrichtung? Also ich finde schon bei Zen, oder? Also schon Zen ist ja sehr wenig Anleitung häufig. Einfach sitzen, Körperhaltung oder eben auch Atem, aber ist schon sehr, wie könnte man sagen, reduziert. Und wie haben ihr dann in dem Christlichen meditiert? Also was sind da quasi die Anleitungen oder die Anhaltspunkte gewesen? Ja, also das ist so, es ist mehr der Hintergrund. Weder die Meditation ist die gleiche. Ich mach mich offen, innerlich. Ich gehe ins Zentrum. Ich gebe ihm Raum. Ich tue Gedanken weg. Ich habe eine Haltung, wo das fördert, wo ich zur Ruhe komme. Und das ist mal da. Aber wer bin ich? Die Person gehört Gott. Und ich bin das Geschöpf. Und ich komme so in die Nähe. Und das, woher habe ich da? Wer sagt mir da? Das ist Jesus. Jesus Christus. Und das ist ganz in so ist eigentlich in einem engen Bezug. Also nicht, dass denn das anders wäre, aber die Situation, da stehe ich drin. Und das lebe ich. Und das bringt mich dann auch mit anderen wieder so in dieser Art in Kontakt. Mhm. Also ich habe vor ein paar
Tagen habe ich eine Predigt müssen haben. Und dann hat es eine Lesung dazu gegeben. Ich habe die Lesung noch vom Tag. Das war ja am Sonntag vor einer Woche. Und dann hat die Lesung vom 1. Petrusbrief geheissen: Heiligt in eurem Herzen Christus den Herrn. Das klingt jetzt so, ja, gewöhnlich und so. In der Bibel heisst das, aber was das heiligt, gebt dem Gewicht, gebt dem Ruhm, gebt dem Wichtigkeit im Leben. In eurem Herzen, im Zentrum, Christus, dem Herrn. Und dann kommt der Satz, den ich da ernst nehmen. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig. Und da jetzt die Elemente drin, also Rede und Antwort, wenn du gefragt bist. Und nicht jetzt einfach überall gehen. Ja. Also eigentlich fast das Gegenteil vom Missionieren, wie man es kennt, oder? Ja, genau. Darum sage ich, das ist dann, ich bin da, ich bin mit dir, auch wenn ich Sachen mache, aber nicht, ich bin nicht besser als du oder gescheiter sondern ich weiss etwa das oder jenes, oder die Luft rauslassen beim Kerli vom Schiff, dass die Kirche nicht geht, das ist aber jetzt noch ein schlechtes Beispiel, aber ich bin da, vielleicht haben wir das hier noch nicht so richtig in dem Sinn verbunden, aber es ist das. Rede und Antwort steht. Wenn jemand fragt, und da kommt natürlich dann schon ob sie. Also wenn ich mit den Menschen da bin, ja, wieso? Wieso hast denn du die Hoffnung? Ein bisschen fragst du mich jetzt auch. Mhm. Oder, das ist auch die Art und Weise, oder? Und dann gib Rechenschaft. Also gib eine Antwort auf da. Und mach's bescheiden. Und mach's ehrfürchtig. Und das bedeutet dem anderen, der fragt, eigentlich schon das Gleiche. Der ist auch so weit, oder ist auch so wertvoll, ist auch so tief, der Gott auch in sich, oder was immer mit der anderen Person passiert. Aber bei meiner Predigt habe ich dann weiter gesagt, ja, das klingt ein bisschen eigenartig für uns hier, aber das in Wort zu fassen, für einen anderen Mensch, heutzutage, da könnte, glaube ich, noch Profi. Und die machen es vielleicht falsch. Das habe ich dir jetzt so frech gesagt. Und dann, also macht es vielleicht falsch. Das ist jetzt zu wenig ehrfürchtig, ja. Aber es fehlt uns auch ein bisschen die Sprache. Wir haben sie, über Jesus zu reden. Zu anderen. Es tönt dann so schnell, so wie, ein bisschen, sektierisch. Die alles wissen. Also das würde mir gar nicht gefallen. Oder simpel. Könnte es dann auch sein, so schnell wie es fährt, so wie künstliche Intelligenz. Also die Liebe, Glauben und Tiefe, die findest du dort nicht so schnell. Ausser die Intelligenz hat sie auch irgendwo noch zusammengefasst. Und was kann man denn machen? Probieren. Was mich noch Wunder genommen hat, zu dem Zitat, das du vorher gesagt hast, zum Bibelzitat, du hast ja dann gesagt, ja, Rechenschaft ablegen ist manchmal schwierig, weil es schwierig ist, die Worte zu finden. Ist das nicht auch total naturgemäß der Fall, wenn man meditiert, weil es so eine persönliche Erfahrung ist, dass es eigentlich gar kein Wort gibt? Ja, das gibt eigentlich kein Wort. Also, ja, man kann es nicht fest erklären. Also, man muss es fast erleben, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Und das Erlebnis ist besser in einer Gruppe. Mhm. Oder miteinander. Da kann man wieder selber auch weitermachen. Das Erleben von, dass ich jetzt da im Inneren auch bereit bin, die Ruhe überzukommen. Und ein bisschen zentriert zu werden. Also man merkt es natürlich schon. Denke ich, man wird ein bisschen so, wenn man meditiert, also, was soll ich jetzt sagen? Ja, also, ich habe es einfacher. Ich muss nicht immer, müssen. Also, Antwort geben.
im einfachen Sinn, aber nicht technisch, das habe ich einmal wollen, noch so, muss doch gerade stehen, muss doch für das einstehen. Nein, das muss ich nicht. Man muss vor allem nicht urteilen über die anderen. Soll überhaupt nicht. Das haben übrigens die Wüstenväter in dieser Meditation, also Wüstenväter ab 400 nach Christus, haben die das praktiziert und auch gesagt, tun das lassen, nicht urteilen. Geht auf den Nächsten zu und das ist der Kontakt mit Gott. Dort werden sie es erfahren. Und was er ihm entgegenmacht, dem Nächsten, das ist Sünde. Also zu seinem Nachteil. Und was er zum Vorteil macht, dann sind wir auf dem Weg, das ist das Licht. Dann geht's. Und das erwartet Gott von euch. Also das haben die Wüstenväter, die haben meditiert, die haben das gemacht. Und darum ist das dann auch in die Form gekommen. Also, würde jetzt meinen, von der benediktinischen Form, wo ich jetzt hier mitmache. Bevor wir zu dieser kommen, vielleicht doch noch, aber in der katholischen Kirche ist es ja dann doch über lange Zeit eigentlich sehr marginal behandelt worden. Also meine, so die Mystiker, die Grossen, die sind ja doch immer so fast mit einem Bein auf dem Scheiterhaufen gestanden, oder? Also meine, der Franz von Assisi, wichtiger Heiliger in der katholischen Kirche geworden, aber von seinen Anhängern haben es dann ein paar, die haben auf dem Scheiterhaufen geendet, weil sie irgendwie gefunden haben, ja, das ist jetzt Animismus oder weiss auch nicht was, jetzt sehen sie Gott in allem, also so ist es dann doch nicht. Da ist die Kirche dann zum Teil wieder recht eingefahren. Dass man jetzt in der katholischen Kirche wieder meditiert, ist denn das jetzt eine neue Entwicklung oder sehr neue Entwicklung? Oder ist es einfach wirklich so am Rand gewesen vorher, oder wie? Also, seit dem Konzil ist sicher die Öffnung da. Da hat jetzt niemand das Problem bei den Katholiken. Ja. Zen-Meditation und Katholik sein. Also Zen-Meditation zu machen. Also niemand, ja. Es hat gibt immer ein paar, aber ja. Und auch kirchliche, enge Amtsträger auch so, die werden dann ein bisschen alarmiert. Und das ist ja beim John Main auch passiert. Hast du vielleicht noch gelesen, 1980 umeinander, als er zurückgekommen ist von Asien und gemerkt hat, mal, das ist die Form, die er braucht, die er macht. Und er hat mit dem Mönch auch meditiert. Und haben sie ihm das abgestellt in England, in London. Und dann hat er gesagt, jetzt schauen wir mal. Und gehen wir zurück auf die Kirchenväter. Was ist dort passiert man sagt dem die konstantinische Wende, wo dann plötzlich das Christentum zur Weltreligion, also römisch, ist man gut dran, wenn man Christ ist. Wenn die anderen meinen, du sagst Christ, dann bist du gut dran. Und von dort weg, das ist schon, in wenigen Jahren ist das passiert, von dort weg ist es nicht mehr schlimm gewesen. Hat man nicht mehr müssen etwas befürchten. Vorher war Christenverfolgung gewesen. Also ist es eigentlich, wir müssen dazu tun, um Christ zu sein. Und so kann es ja nicht sein. Haben dann eine ganze Gruppe gemerkt und sind in die Wüste raus. In Ägypten, in Syrien. Und das ist so, kann man sagen, man sagt es auch so, wie ein Laboratorium vom Heiligen Geist. Wie kommt jetzt die Kirche vorwärts? Also, das Reich Gottes, so wie es eigentlich Jesus hat wollen. Und das haben die probiert zu machen. Und das ist noch in alle die Gemeinschaften hingegangen, wo man sagt, die haben dann nachher gelitten. Von denen, die sich gesagt haben, nein, die Kirchen sind mehr, wir sind die Amtskirchen und mehr befehlen oder so. Oder was du sagst, die den Scheiterhaufen anzünden. Also, ja, wenn man denen sagt Kirche, wer sind denn die anderen? Aber die heutige Zeit, die leiden natürlich auch unter dieser Last von der Geschichte und was man heute sollte ernst nehmen und auch zurückkommen auf die Botschaft von Jesus und es auch richtig macht. Also, wenn man das ernst nimmt, dann machen wir schon noch einiges. Also, es hat einer gesagt, es ist schon ein riesen
Das war gar nicht ein Frömmler gewesen. Es ist schon ein riesen Glück, dass wir auf dem Fundament von Jesus können das Zeug überlegen. Und zwar heute. Und andere würden sagen, das stört, glaube ich, ein bisschen. Am besten redest du nicht von Jesus. Viel besser Buddha. Oder viel besser Allah. Noch nicht von Jesus. Also jetzt gerade so, das gibt's ja auch da. Und der hat gesagt, also wir haben jetzt dann auch erklärt, wieso. Es ist bodenständig, es ist zwischen den Menschen, es ist zum Greifen nahe, es tut einem nicht irgendwie verführen. Du musst dran. Und dann weisst du, wieso dass du da bist. Und dann hast du ewiges Leben. Also er hat es dann sehr gut so können erklären. Aber er hat auch nicht eifrig oder sektierisch geredet, sondern er hat es auch wirklich verbunden mit der Botschaft von Jesus und von diesen Wüstenvätern. Also Väter in der Wüste, nicht Wüstenväter gewesen. Und Mütter hat es dann auch ganze Zellen gehabt, die man jetzt lange auch nicht entdecken wollte. Hat er das so übergebracht. Du hast vorher den John Main erwähnt, wo die Art Meditation so ein bisschen, man könnte sagen, begründet hat, oder wenigstens Gemeinschaft begründet hat, in dieser Art zu meditieren. World Community of Christian Meditation, WCCM. Und er hat eben eine Meditationstechnik, die so die sehr ähnlich ist wie das, was die Wüstenväter gemacht haben, oder? In der Ostkirche hat sich das ja zum Teil, glaube ich, auch noch ein bisschen erhalten, so mit dem Herzgebet. Also es gibt schon Traditionslinien, die eigentlich durchgegangen sind. Ja. Kannst du vielleicht sagen, wie du zu dem gekommen bist und wie das funktioniert? Die Meditation. Also, ich habe gewusst davon. Ich habe es auch probiert, ein bisschen einzubauen. Auch das Zweite, das Dritte. Aber wo es dann so richtig eine starke Kurve geht, das war beim Bruder Klaus gewesen. Mit dem Jans Franz Xaver. Das war ein Kurs ausgeschrieben gewesen, im Betanienhaus. Und da ist ein Studienkollege von mir, der tiefe Psychologe. Und er ist aber leider gestorben vor einem Jahr jetzt bald schon wieder. Ein Mensch, man hat langsam gemerkt, was alles in seinem Herz liegt. Und was macht der? Der ist eingeladen gewesen, genau von dieser Bewegung, von dieser Meditationsbewegung, christliche, um den Bruder Klaus, sein Gebet, seine Meditation zu erklären. Und da haben die geleitet und er ist so wie der Mitleiter gewesen. Dann habe ich langsam entdeckt, also der hat jetzt eine Weite. Und auch so Güte hat er gehabt. Da hat er doch so Scheine von Zürich und hat gesagt, nein, das ist doch nicht so. Und bei unserer Gruppe in Zürich haben wir es so und so. Und dann ist nie auf Ball gekommen. Langsam und hat das also wirklich so übergebracht. Und das, die 3 Tage, die haben wir sie so gegeben. Jetzt tue ich das richtig. Also im Meer auch so kultivieren. Und dann bin ich auch auf Monte Oliveto. Und dort sind die Silent Retreat von dieser Gruppierung, von dieser Bewegung. Und dort konnte ich mitmachen. 2-mal. Und das ist eine intensive ganze Woche. Und dann, wie sieht so eine Woche aus, oder ein Tag in so einer Woche? Also, zusammenzählt tut man etwa 2 Stunden. Also, eine halbe Stunde mehr, tut man eine halbe Stunde. Das ist das Erste nach dem Aufstehen und so wach werden. Und dann gibt's so wie einen Morgen Schnaufen, Verross oder im Hof oder so. Aber alles im Silenzium. Das waren etwa 30, 40 Leute gewesen. Ganz einfache Zimmer, in einem schönen Gebiet, Siena, ein bisschen weiter im Süden. Und dort wird dann zum Morgen gegessen. Nein, wieder eine halbe Stunde. Aber bis eben eine halbe Stunde kommt voraus ein Vortrag vom Lorenz Freeman. Der ist der jetzige John Main, könnte man sagen. Also der Leiter von dieser Organisation? Ja. Also ein ganz tiefer Mensch. Benediktiner, oder? Ist er? Ja. Ja. Und
Und dann sind am Vormittag sind so Einzelgespräche oder man kann in die Natur raus. Und ich glaube, es war noch ein Vortrag, ein längerer von ihm selber. Und dann Yoga-Angebot hat es auch gegeben, am Nachmittag. Und so nochmal je eine halbe Stunde noch zweimal. Und ein Gottesdienst jeden Tag eine Eucharistie. Und das haben wir dann zusammen gemacht mit den Benediktiner. Aber die Benediktiner, über 4, 5 Novizen gehabt, die sind also ganz an einem anderen Ort gestanden, jetzt in der Ausrichtung. Und die Gemeinschaft mit denen, das ist so etwas Schönes gewesen. Also, dass man da gespürt hat, das macht doch nichts, wenn jetzt der, so ein Maisgewand angeht und der Abt und da mit diesen Kerzen rumläuft. Aber plötzlich hat man gemerkt, wir sind offen mit diesen Menschen. Und sie haben das auch gemerkt. Und sie haben uns gern gehabt. Und wir sind. Und Waldos getroffen und so. Also, die Selbstsituation hat mir Eindruck gemacht auch. Und hat mir dann da auch ein bisschen geholfen. Da muss ich jetzt nicht sagen, das ist richtig, oder die Art von Gottesdienst, oder wenn sie so ist oder so, da kann ich grosszügiger sein, sagen wir es mal so. Das hat mir dort ein bisschen geholfen. Und die Meditation funktioniert nochmal ein bisschen anders als 10, oder? Ja. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie die funktioniert? Also, ich habe da gerade das Beispiel, wir haben nämlich am Donnerstag ist Auffahrtstag gewesen, und am Auffahrtstag haben wir den ganzen Tag so eine Zusammenkunft gehabt von der Weltgemeinschaft für christliche Meditation, am Schluss noch bekommen. Und da ist bevor man anfängt, ist ein Text, ein biblischer Text oder solch ein Text, wo man liest, wo man kann darüber nachdenken. Also, wo kann einführend sein, auch einführend, wie man überhaupt meditieren. Jetzt gerade einmal ein Beispiel, den haben wir gehabt. Da hat zum Beispiel Lorenz Freeman geschrieben gehabt, eine besonders wertvolle Perle. Und er sagt, nichts ist einfacher als Meditation. Wir wissen ja, dass es nicht so einfach ist. Und er sagt gerade, es gibt keine schwierigen Theorien zu meistern, keine Techniken, um darin zu glänzen, nur einfache Treue ist nötig und Treue zur Einfachheit. Aber wir alle, die es versucht haben, wissen, es ist nicht leicht, einfach zu sein. Und dann geht's da weiter. Und Meditation ist eine universelle Praxis, die jenseits von Worten, Bildern und Gedanken in die von Vertrauen und Gegenwart erfüllte Lehre führt, die wir die Stille Gottes nennen. Also die Stille, die ich dort antreffe, da kann man so umschreiben, die Stille Gottes. Und es gibt dann auch das Gebet, das tun wir immer dann am Anfang miteinander sprechen. Himmlischer Vater, öffne unsere Herzen für die stille Gegenwart des Geistes deines Sohnes. Führe uns in die geheimnisvolle Stille, in der sich deine Liebe allen offenbart, die rufen, Maranatha. Das ist das heilige Wort, das Mantra. Und das sagen dann alle. Also, sagen im Inneren, Maranatha, komm her. Das wiederholt man stetig. Und das ist ja so wie ein Geländer, wo man sich dran hebt. Gedanken kommen, man lässt sie sein. Und dann mit der Zeit ist das Mantra, das einem hebt. Man denkt nicht einmal, man sollte auch nicht einmal an das Mantra denken. Und dann kann man das auch mit dem Atem verbinden. Wie Maranatha. Und mit dem Atem dann auch in eine Ruhe kommt. Aber es ist nicht das Gleiche, wie Schnaufen, so zentral, wie beim Zehen. Es eher, dass man in einen Rhythmus hier kommt. Man kann auch sagen, es ist wie ein Pendel, das hin und her geht. Wenn einem das hilft und es nicht bewusst wird, zu stark, dann ist man wieder in einer Methode drin. Und wenn das durch ist, also das ist eine kleine Zusammenfassung von dem, dann ist nach dem Meditieren ist dann noch ein Gebet, wo wir miteinander beten. Also dann wird man wieder ein bisschen worthaft. Aber das Gebet, das man vorher spricht, das nimmt man quasi nicht
kognitiv in die Meditation rein, sondern das schließt man dann wie ab und lässt es los und dann ist es eigentlich nur noch das Mantra in der Meditation. Ja, das verschwindet. Also es ist nicht in dem Sinne Kontemplation, dass man nachher ein Gebet drüber nachdenkt oder irgendetwas, sondern es ist wirklich Mantra und Konzentration auf das. Ja, also dass man alles loslässt. Auch das, als Gebet. Und zwar so, dass man manchmal denkt, oh, jetzt spüre ich so eine Leichtigkeit. Auch da loslassen, sogar das. Oder ein guter Gedanke, jetzt habe ich glaube eine Einsicht, ein Insight. Auch das, einfach loslassen. Oder ist manchmal eine Einbildung. Ja, in dem Sinne nicht dran hängen bleiben, sonst tut man wieder sich widerspiegeln. Und dann ist nicht mehr die Stille Gottes. Also die Gottes geheimnisvolle Stille, in der sich deine Liebe allen offenbart. Also das ist eigentlich ein Liebesbezug, was kann dann passieren. Und dann, darum kann man dort vielleicht die Art ist ein bisschen anders, also in dieser Art gefüllt, im Sinn von dem Glauben gefüllt. Was würdest du sagen, die Meditation und das Gebet, was ist die Rolle von jedem Element? Das worthafte Gebet, also die Meditation. So ja quasi das, was ich in der Schule, so wie man es gelernt hat, so ein bisschen, wahrscheinlich könnte man fast sagen, die Volksreligiosität. Ja, das, was man im Religionsunterricht gelernt hat. Ja, also Meditation ist das eigentliche Gebet. Also das wär's eigentliche Gebet. Gebet im Sinn von Nähe Gottes in mich hineinlassen oder mich in das begeben. Entspannt und voll da. Also beides. Ich bin ganz entspannt und bin gleich voll da. So achtsam. Ich kann nicht schlafen dabei oder manchmal schlafe ich fast. Das kommt nicht so schnell. Aber dass das die Situation ist, wo man kann sagen, das Geheimnis Gottes, da können wir nicht ergründen oder den Namen, da kann man nicht dran, aber die Liebe, die muss da sein. Also, glaube ich. Also ist in dem Sinn eine demütige Situation, wo dich da drin begibst. Was ist jetzt worthafte Gebet? Das ist alles möglich. Also alles, ich meine, alle Formen. Im grossen Respekt, wenn ich das Vaterunser bete, oder wenn ich das Gegenüber sagst und das wiederholen und den Rosenkranz bete, dann ist das eine Melodie, wo mich erfüllen kann. Ich denke vielleicht gar nicht mehr daran, was ich sage, aber ich bin in einer Atmosphäre rein. Warum? Ja, ist eine ganze Geschichte in mir rein, die kann vibrieren. Und das Gebet ist nicht immer dann das Beste, wenn ich es ganz klar im Herrgott kann sagen, hast du es echt gehört? Oder hast du mich jetzt immer noch nicht gehört? Dann sag es dann nochmal. Manchmal sage ich den Leuten, du glaubst wohl, dass der Herrgott dich nicht hört, nicht gehört, dann fehlt es vielleicht am Glauben, dann schmunzeln sie so. Ja, aber du betest ja auch. Beten wir doch zusammen. So, im Sinn von, alle die Formen, die sollen einen Platz haben. Oder wenn wir im Gottesdienst Gott loben, das ist ja das Schönste. Und vor allem ist es schön, Gott loben im schönen Wetter. Also, kommt noch dazu, respektive, wenn ich gut aufgelegt bin, ist es noch einfacher, Gott zu loben. Aber wenn es mir dann schlecht geht, dann ist es so schwierig, Gott zu loben. Aber kommt, wir tun doch jetzt Gott loben. Also, das ist doch ein besonders schöner Moment, wo ich das kann spüren und weitergeben. Und andere auch. Also für andere. Also die Taufe, die ich heute Mittag hatte, das kann man so trainieren, da hat der Vater von dem Kind ist so ergriffen gewesen von seiner Emilia. Und das hat immer geklatscht. Und wenn es nicht geklatscht hat, hat es brüllt. Und das hat aber, ja, gesagt, das mache ich in dem Fall nicht. Und dann hat er Fürbitte. Und ich habe bei der Vorbereitung, ich habe Mutter, Vater, Götti und Gott und gesagt, ihr könnt beten, einfach so, wie ihr wollt.
Und dann hat er ein bisschen ausgeholt, der Vater, und hat dem Emilia das Leben versprochen. Ich gebe dir mein Leben. Du wirst sehen und so. Und am Schluss haben wir zusammen gedankt, was der Vater nicht alles gesagt hätte. Und dann hat er mir nachher gesagt, habe ich es recht gesagt. Du musst das Gebet einfach wieder einmal beten. Einfach für dich wieder einmal weitergehen. Es wird sich ändern. Es wird sich der Emilia angleichen. Mensch. Ja, das sind doch, auch für mich sind das erfüllende Momente. Und das ist jetzt gerade heute Mittag wieder gewesen. So etwas kann erleben. Die Taufe hat ja seinen Ablauf. Aber wenn dann die Taufe fertig ist und das Wasser ist runtergefallen, dann läutet das Glöckchen. Taufglöckchen läutet. Dann sage ich, hört mal alle. Das ist der Ton für die Emilia. Alle wissen, ja, wenigstens ein paar, jetzt ist die Emilia getauft worden. Ja, ist das so? Wenn man es empfindet, wenn man es kann empfinden, tun einander so stützen, dass er so auf den Weg miteinander. Und das ist doch auch ein Teil von der Meditation. Also da, die Weite geben oder den anderen so können begegnen. Also mich tut das auf jeden Fall etwas Schönes. Aber das heisst noch lange nicht, dass ich das jedes Mal in dieser Einfachheit habe. Da kommt dann hier und da so auf mich zu. Da bin ich auch dankbar. Wo du angefangen hast zu meditieren und das jetzt einige Jahre auch machst, hat sich dein Gottesbild auch angefangen zu ändern? Ja. Inwiefern? Es ist mir näher gekommen und ferner. Also, so weit weg. Also das, wenn ich mir vorstelle, ich bin da und die stille Gegenwart Gottes, ja, das ist ja so nahe, das ist so intim, das mag ich ja fast nicht ausgehalten. Halt, das muss mich nicht berühren. Also das ist nicht meine Argumentationsweise, so soll ich nicht denken. Warum? Ja, das ist ja nicht die Liebe. Also, in dem Sinne nahe, also es geht um etwas anderes, wie die theologische Argumentation und der Glaube formulieren. Und an da glaube ich. Ich glaube nicht an Wörter, ich glaube an Gott oder an das Grosse oder an einen Mensch oder Wörter, ja, das stimmt vielleicht, aber. Und insofern ist mein Gottesbild durch das vielleicht bereichert worden. Aber ich habe es auch schwer im Ausdruck. Ich tue nicht mehr so gern predigen, einfach so. Ich kann nicht schnell sagen, oh ja, jetzt habe ich da einen Text, oder jetzt ist ja so, ist die Situation, oder jetzt, das ist mir eine Aufforderung oder eine Anforderung. Dann merke ich wieder, wenn ein armseliger Anfänger, dass ich bin, dann müsst ihr mich gerne nicht berühren. Ich sollte doch einfach aus dem Herz raus etwas mitteilen. Etwas, ein Gedanke. Das weiss ich. Und habe immer noch die Vorsicht. So bin ich ein bisschen zurückgebunden. Eben beides hat mir geholfen und es ist mir auch ein bisschen schwieriger geworden. Ja, vielleicht so zum Abschluss die Frage, was wünschst du dir für die christliche Meditation für die Zukunft? Kann für dich persönlich sein oder kann auch für das Ganze sein innerhalb der Kirche, für die Welt? Die Situation, wie sie heute ist, ich muss gewinnen, die ist eigentlich immer der Nachteil von dem, der verliert. Und das ist schulisch, das ist politisch, das ist von der Ebene vom Konsumismus. Und das wird so stark, ist das da. Und ich möchte schon, dass das gekehrt wird. Ich brauche nicht zu gewinnen. Wenn schon, dann müssen beide Seiten gewinnen. Ich bin für da, dass meine nächste Person gewinnt und dass ich da bin. Und umgekehrt. Also das wäre schon ein Wunsch, dass das die Werte sichtbarer werden. Dass man da so leben kann.
Und dass man Grenzen so eigentlich runtertun. Ja, du bist ein anderer. Wunderbar. Also, schön, dass jemand anders da ist und einander akzeptiert. Und nicht zum der andere ausnutzen oder so. Also mal da. Und dann denke ich immer, das ist eine grosse Freiheit, wenn man das entdeckt. Und das dürfte der andere auch spüren, dass er ganz frei wird. Meditation macht uns frei. Also, wir sind immer eingebunden in Begrenztheiten und ich habe auch noch Begrenztheiten, gesundheitlich und im Alter zu entsprechen. Aber die innere Freiheit, dass man die darf spüren, das wünsche ich mir auch. Mir persönlich immer mehr auch noch. Und anderen Menschen, denen ich begegne. Max, ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke dir, dass du gekommen bist und dass du mich hast überzeugen konntest. Ich wollte zuerst gerne nicht so wollen. Ja, aber jetzt ist es schön gewesen, mit dir hier zu reden. Danke. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Ich freue mich über deine Gedanken und Rückmeldungen. Die Kontaktdaten findest du auf der Website www.meditationsszene.ch. Und weitere Empfehlungen, Kommentare und Bewertungen sind auch super. So finden andere den Podcast einfacher. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.